Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Ja, jetzt sind wir gerade beim Honda-Händler gewesen, haben wir TÜV gebracht. Es wird der Service, Bremsbelag und Pneu gemacht. Die Pneu sind schon unter dem Minimum. Ich habe jetzt halt nicht, hoffentlich habe ich es als Deutscher gebracht, aber ich habe absolut keine Zeit dafür, um es ins Deutsche zu bringen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das jetzt auch gerade noch. Und halt Bremsbelag und der Service, dritter Gang, zweiter Gang, Natal, erster Gang. Und das ist eben, was ich jetzt habe. Oh, die fährt sich ganz anders, ganz knackig. Vielleicht fährt mein Auto nach dem Service, keine Ahnung. Oh, jetzt muss ich schauen, wie ich, nein, weißt du, also ich fahre rechts durch, ohne Navi fahren. Ja, jetzt habe ich gesehen, der linke Spiegel ist ein bisschen falsch. Das ist eben 500 Kubik Maschine. Aber tönt für das nicht schlecht, finde ich. Geiler Ton. Geiler Ton. Das ist eigentlich der Standard-Auspuff, aber tönt nicht schlecht. Jetzt gehen wir, keine Ahnung, wir fahren da mal geradeaus. Beziehungsweise so rechts durch. Geile Maschine. Geile Maschine. Nein, es ist eigentlich relativ human, was es bei mir zu machen gibt. Die Reifen habe ich jetzt gemeint, sind noch gut, habe ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet. Aber das Problem ist, die Anzeigen, die auf diesen Pneus sind von Amerika. Und wir haben in der Schweiz die Hälfte. Also in Amerika sind es 0,8 mm Norm und wir haben 1,6 mm die Norm. Von dem her. Ah, die leuchtet die Scheibe. Ich muss nachher von vorne anschauen. Und genau. Es sollte eigentlich alles bis morgen machbar sein. Und nein, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, für das Thema mit dem TÜV, ich habe den TÜV jetzt 6 Jahre, nein, nicht 6 Jahre, 4 Jahre etwa. Ich habe in diesen 4 Jahren nie Bremsen gemacht. Ich bin für 15'000 Kilometer bis auf 40, sind das 25. 25'000 Kilometer gefahren, nie Bremsen gemacht. Pneu einmal gewechselt, oder zweimal, ich weiß es gar nicht mehr, aber zweimal, ziemlich sicher zweimal. Und Service halt gemacht, aber jetzt auch seit 30'000 Kilometer, glaube ich nicht mehr. Also ziemlich lange habe ich jetzt auch keinen Service mehr gemacht. Und dann hat er gefragt, was ich machen will. Und dann habe ich gemeint, ja, der Service, wie ich habe ihn das letzte Mal bei 25'000 oder so gemacht. Auf die Kette achten, weil die ist mir rausgeflogen mal. Und ja, was es halt zu machen gibt, Jahresservice. Und dann hat er gemeint, nein, ist gut. Und dann haben wir noch, oh, der ist aber auch noch tiefer als mein TÜV. Wir schauen dann nachher eine seelenruhig an. Das ist aber easy, der TÜV ist easy, ich sag's dir. Der ist noch easy zum Fahren, finde ich. Er ist nicht, die Fahrweise ist einfach, wahrscheinlich ist er einfach leichter. Er kannst viel, oder anders mit der Lenkung irgendwie, anderen Winkel irgendwie, ist es viel leichter zum Lenken. Beschleunigung, obwohl er jetzt 500 Kubik ist und ich habe 750, ist zwar ein Unterschied, aber ich finde jetzt, ich spüre jetzt nicht viel, nicht grossartig viel. Ihr denkt sicher, ja, der Obscura hat gesagt, der TÜV tönt so toll und man hört ihn gar nicht. Das ist auch viel über das Mikrofon, aber abgesehen davon, man hört auch den Motor, man hört charakteristisch, kann ich noch reden. Der Charakter vom TÜV hörst du einfach, das macht so, du hörst ihn ganz, ganz gut. Ey, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf zum Warten. Sonst kann ich da noch lang warten, weißt du? Bis ich mal weg bin vom Verkehr. Ich muss auch viel Fach überholen. Komm, weißt du was? So gab Filter, zeige ich jetzt wieder. Body, er nimmt nicht ab. Du musst nicht so lange probieren anzuleiten. Body, er nimmt nicht ab. So, jetzt sind wir links runter. Nein, ich muss überholen, sonst komme ich nie ans Ziel. Soundtest. Die Kupplung ist auch mega weich. Auch kein schlechter Sound. Nö.
Aber es ist schon ein bisschen weird, also ganz ehrlich, mit dem TÜV zu fahren ist schon ein bisschen anders. Ich stelle mich sicher aber blöd an, im letzten Video habe ich noch von wegen Kurven geredet und jetzt vorher so Windspack und Kurven. Ah Mann. Und auf was wartest du jetzt? Ist das ein Stopp da, oder? So. Jetzt fahren wir gerade da schnell drüber drauf. Ihr könnt euch den TÜV genauer anschauen. Also, ich finde ihn wirklich... Ja, wo ist jetzt der Ständer? Da. Schau, dass ich nicht gehen lasse, oder TÜV. So. Also, wie gesagt... Honda CL... Moment... Honda CL500 Black Edition. 500 Kubik. Ich blende euch jetzt ein paar Fakten ein. Geiler TÜV an und für sich, finde ich. Und wir noch schnell Soundcheck. Er hat natürlich auch die Tröte drauf. Ich weiss, dass er natürlich viel besser tönen kann. Aber sieht eigentlich nicht schlecht aus sonst. Ich finde, er tönt auch gut, für dass er so einen Tröte drauf hat. Müsst ihr mal Töne hören, wenn er mit einem anderen Auspuff tönt. Boah, sind das viele Schläuche dort rausgehen. Ja, sieht geil aus. Ja, ich würde sagen, wir lassen den jetzt mal an. Hört ihr, wie das tönt? Und wir sind in der Schweiz, darum mache ich den Soundtrack nicht zu lang. Wenn du irgendeinen Spaß wieder kommt. Wir können dann nachher nochmal noch im Wald ein bisschen Soundcheck machen. So. Rechtsvortritt. Oh nein, jetzt fährt der Alte noch. Das macht auch keinen Sinn. Weißt du, ich lasse ihn führen und dann überhole ich ihn. So, jetzt gehen wir da links. Nein, aber eine schöne Maschine. Schöner TÜV, wirklich. Nicht so wie bei meinen anderen Hundehändlern, wo ich einen Roller bekommen habe als Ersatz. Gut, besser als nichts, gell? Viele haben auch gemeint, als ich gesagt habe, ich habe einen scheiß Roller bekommen. Haben auch viel das Gefühl gehabt, ja, aber hallo, besser als nichts. Aber ich finde, man sollte doch geschmackshaft machen am Kunden. Und dann gibst du ihm irgendeinen neuen TÜV. Ah ja, egal. Brudi, du hast Fernlicht da. Aber die Kupplung ist auch hure fein. So. Jetzt beschleunigen. Also ich muss sagen, er fährt mega zart. Also das meine ich im Guten. Er fährt wirklich schön. Jetzt sind wir dann im Wald, dann können wir einen richtigen Soundcheck machen. Der neue Preis von dem TÜV ist, glaube ich, also der aktuelle Preis, also wie der neue Preis ist, der aktuelle Preis ist, glaube ich, etwa 7000 Franken. Mein TÜV, obwohl mein TÜV ein grösser ist und so, ist dort zumal 2016, wo er auch neu war, auch etwa der Preis gewesen. So, jetzt gehen wir da rechts, das habe ich gemeint mit Wald. Dann können wir da schnell einen Soundcheck machen. Oh, das ist alles voll, warum sind da so viele Autos? Ich muss irgendwo hinfahren, wo es nicht nervt, wenn Autos durchkommen. Aber es hat, da hätte ich einstellen, da hat es gefühlt keinen Parkplatz. Geile Maschine. Schaut mal an, aber da ist auch die ganze Zeit das Licht vorne an beim Blinken, das finde ich auch geil. Ich habe zuerst gedacht, ich blinke, aber ich blinke gar nicht. Und jetzt schaut mal. Er wird tut ein bisschen aufschallen, wenn er laut ist. Aber hört ihr, wie er so leisiger wird? Hört ihr das? Nicht schlecht, oder? Also ich finde ihn wirklich schön. Und dann würde ich sagen, ist das ein schöner Abschluss vom Video. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Video und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao miteinander.